Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid auf meinem Kanal Ari7373. Ja, heute gibt es mal ein ganz anderes Video. Heute gehen wir mal nicht wie immer in die Vergangenheit. Heute will ich mal ein Jahr zurückblicken und mal die Geräte, die ich benutzt habe als Anfänger, als jemand, der eigentlich fast keine Ahnung von den ganzen Geräten hat, wie sich das entwickelt hat, so zurückblicken, was mir gut gefallen hat für Anfänger, für Leute, die kaum Ahnung davon haben und was, ja, ich finde, hätte man bisschen besser oder kann man in Zukunft ein bisschen besser machen, würde ich sagen. So, ich würde sagen, wir fangen mal an direkt mit der Insta-Kamera, der Insta360X5. Die habe ich hier, das ist glaube ich auch meine Lieblingskamera, würde ich fast schon sagen. Diese Kamera, das ist das Beste, was man haben kann. Für einen Anfänger mit der selbstbewegenden Möglichkeiten, mit der KI-Funktion, die hier auch drin ist, dass die selber schwenkt und Sound aufnimmt. Ich habe gesehen, jetzt gibt es auch dafür das Mikrofon. Mit Motorrad in Verbindung muss ich sagen, die Kamera war super. In 2 Monaten kommt, glaube ich, die neue raus. Die wird viel mehr Funktionen haben als die hier. Wird noch mal ein Stückchen teurer werden vermutlich, weil das ist alles dann mit KI, GBT, ja, und Gesichtserkennung und so weiter, viel mehr Möglichkeiten. Dieses Video ist auch für die Leute, die immer sagen, das ist doch gar nicht so schwer, man kann es ja lernen. Ja, klar, du kannst es lernen. Jede Kamera, egal welche das ist, ob das die Sony ist, ob das die Canon ist, ob das die Insta ist, ob das die iPhone-Kamera ist, jedes Gerät hat seine eigene Funktion und die Möglichkeiten und die Kapazitäten, wofür man es nutzen kann und wo es nicht gut ist oder nicht funktioniert. Die hier ist zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn du draußen bist, wenn du bewegliche Bilder machst, also Videoaufnahmen. Ich muss sagen, die Kamera war ihr Geld absolut wert, aber allein diese Kamera wirklich zu beherrschen. Es gibt viele, die das sehr gut erklären, manche sehr kompliziert, manche versuchen das so einfach wie möglich zu halten. Es ist für den Laien, sage ich mal, im Bereich des Möglichen damit einigermaßen umzugehen, für jemanden wie mich, aber dass wirklich die Kapazitäten und die Möglichkeiten von dem Teil hier, wirklich wie manchmal ihr Ausschnitte seht bei Instagram oder TikTok, weißt du, wo auch dieser eine Asiate da zeigt, was die wirklich können, wie die da rumspringen, das Auto fährt in die Tankstelle rein, wie das reinkommt mit Slow-Motion-Funktion, dann mit, was weiß ich, schnellerer Funktion, schnellerer Bewegung. Ja, Freunde, da muss man es einfach drauf haben. Da musst du wirklich technisch auch was auf dem Kasten haben. Ansonsten musst du sehr, sehr viel üben, bis du alleine nur so eine Kamera wirklich beherrschst. Und das reicht leider noch gar nicht. Ne? Für am Körper tragen und damit rumlaufen und so weiter. Also ich habe mir so ein Set auch mal bestellt, dass die Kamera hier vorne so dran ist. Ja, das kannst du in der Pfeife rauchen, das funktioniert nicht. Weißt du? Da gibt es die Konkurrenz, die haben kleinere, effektivere, bessere, schnellere Kameras. Das hier ist wirklich geeignet für Auto dran festzumachen. Motorrad, Harley, Motocross im Gelände, schnelle Bilder. Wir haben hier von HD über 4K, 5,7K, 5,7K plus und 8K. Ne? Und der Akku hält sich bei 8K, glaube ich, knapp eine Stunde sogar noch, so um die Stunde. Und das muss man sich mal geben, Und du brauchst natürlich auch für sowas hier auch was haben wir hier drin? 1 Terabyte Speicherkarte, ne? Und das 8K, das macht das echt schnell voll. Nun gut, würde ich das empfehlen, meine Meinung dazu, ich muss sagen, der Paweł, ich weiß jetzt nicht, wie er genau heißt, das ist ein bisschen älterer, ich glaube polnisch ist der Mann, der erklärt viele Geräte sehr, sehr gut, sehr einfach, sehr toll, dieser Mann. Ich finde ihn super, ich habe auch seinen Kanal abonniert, ich finde, der erklärt diese Geräte richtig, richtig gut. Aber zu sagen, das ist doch gar nicht so schwer und das ist doch gar nicht so kompliziert,
Doch, Freunde, eines dieser Geräte, die ich euch alle aufgenannt habe vorhin, wirklich zu beherrschen, da musst du einfach was auch technisch oft drauf haben oder du musst sehr, sehr, sehr viel lernen. Vor allem, jemand muss es dir beibringen. Also auf gut Glück alleine das Gerät zu beherrschen, am Laptop zu beherrschen, das Video zu schneiden und zusammenzusetzen, das ist, wenn das so leicht wäre, wozu gibt es Cutter, wozu gibt es Videografen? Aber ich habe gehört, durch die neue App da, die rausgekommen ist, soll es den Cuttern an den Kragen gehen. Finde ich sehr gut, super. Das war die Insta360 X5. Ich freue mich schon auf die neue Kamera, die neue Version, die rauskommt. Ich kann die nur jedem empfehlen. Also die hier ist auch, wenn jemand sagt, ich brauche es gar nicht so spektakulär, ich brauche es gar nicht so hochauflösend, mir reicht es, wenn Standardfunktionen im beweglichen Bereich sind, da reicht mir die auch, dann würde ich sagen, ja, dann hol die. Die wird ja auch am Preis fallen, wenn die neuere rauskommt, ne? Dann braucht man die nicht, weil die neuere wird auf jeden Fall teuer mit den ganzen neueren Möglichkeiten, Funktionen plus das Mikrofon dazu, dann bist du mal vielleicht mit der neuen Kamera bei. Die hat damals 650 gekostet, die neue soll um die 150, habe ich gelesen, 150 bis 200 Euro teuer sein. Plus das Mikrofon, da gehst du schon auf die 1000 Euro zu. Viel Kohle, echt viel Kohle. Aber die ist ihr Geld wert. Meine Meinung, sehr gut. 5 von 5 würde ich sagen. Gut, gehen wir zu nächsten Insta. Sind wir durch. Ich habe die Mikrofone von Insta noch gar nicht probiert. Ich werde mir aber demnächst mal eins holen, um einen besseren auch Sound zu haben, weil das Auge ist einfach mit. Die Leute, die die Videos gucken, die wollen den Sound haben, die wollen das Bild haben. Am besten so hochauflösend wie möglich, als wenn sie gerade direkt daneben. Und deswegen habe ich die DJI-Mikrofone mir geholt. Damals hatte ich auch einen anderen Grund dazu, weil ich habe viel mit dem Handy aufgenommen. Ich habe mit diesem Case geholt, 2 Stück drin, auch so, um Podcast auch mal zu machen, wenn wir spontan draußen irgendwo das machen, wenn ich mal unterwegs bin, etc. Ich habe die Vorversion gehabt von den also Mics heißen die ja, gell? Mics, so, ne? Die Zweier kann ich echt nicht empfehlen. Oder die Zweier sind sehr gut für Leute, die sich damit richtig gut auskennen. Also da war die Verbindung nicht immer gleich da. Du wusstest nicht, wenn du das Handy eingeschaltet hast und verbunden hast, nimmt das auch gerade wirklich auf. Ich glaube, die meisten, die die Zweier hatten, die haben das separat dazu geschnitten, ne, haben den Sound dann mit reingesetzt, später mit dem Video exakt. Ne. Da seht ihr schon, da sind wir wieder in dem Bereich von ja, Leuten, die sich darauf spezialisiert haben oder die technisch einfach sehr begabt sind. Aber die Mic 3 von DJI, richtig, richtig super, richtig gut, verbinden sich so schnell, so einfach, so unkompliziert, wie das meistens für Anfänger oder für Leute, die technisch nicht so ganz begabt sind, so wie ich, sehr, sehr gut. Deswegen habe ich die anderen auch verkauft. Habt ihr auch nicht wirklich viel benutzt, muss ich sagen, gell? Die zwei haben wir nicht wirklich so gar nicht viel benutzt, gell? DJI Mic 3 oder Mic Mini 3 kann ich nur jedem empfehlen. Super, super zu empfehlen. Gut, würde ich sagen, kommen wir zu den Gimbals. Ne? Also, ich habe mir den Gimbal von DJI geholt, 7, und habe gehofft, die 8er Version wäre nochmal ein bisschen verbessert worden, nochmal etc. Freunde, die Gimbal-Version, glaube ich, die wird aussterben. Ich sage euch warum. Das ist nur so jetzt mein Gefühl, das ist meine Interpretation. Ne? Ich glaube, die neueren Handys, das wird man jetzt wahrscheinlich auch mit dem iPhone 18 oder 18 Pro sehen. Die Gesichtserkennung wird sich da bei der Kamera schon wahrscheinlich sehr fortgeschritten sein, bei dem Samsung wahrscheinlich genauso oder sogar noch weiter. Und die werden da ihren eigenen Selfie-Stick oder es wird Selfie-Sticks rauskommen, die sich einfach leichter bewegen lassen und dann wird man kein Gimbal mehr brauchen. Es sei denn, die Gimbals sind so gut, Ich habe 7 und 8 bestellt, beide probiert und die sind zu langsam. Die sind einfach viel zu langsam. Sobald du mal ein bisschen dich bewegst, hat das Ding schon Probleme, dir zu folgen. Also ich glaube, die Technik ist da einfach noch nicht so weit. Wird bestimmt so ein Kampf werden, ob die Handys mit der Gesichtserkennung schneller und besser sind oder ob die Gimbals doch einen Schritt den Handys voraus sind. Das wird bestimmt interessant werden. Aber ich glaube, die Handys werden sich durchsetzen. Es sei denn,
Es gibt diese Gimbals, die einfach sehr, sehr schnell sind. Aber das sind ja die manchmal so, sieht man ja so technische Leute, da gibt es ja, die kosten ja schon über 1.000 Euro oder sowas, ne? So ganz spezielle, so für Hochzeiten und für Autoshows und was weiß ich. Das ist dann nicht im bezahlbaren Bereich für die meisten Leute. Sage ich ehrlich, ich würde auch nicht so viel Kohle für so einen blöden Gimbal da raushauen. Ich weiß gar nicht, was kostet das aktuelle Topmodell von DJI. Ich glaube, ich weiß nicht, gerade im Kopf. Auf jeden Fall hat mir das die Sprache verschlagen, wie teuer die Dinger sind. Und ich kann sagen, DJI Gimbal war ein totaler Flop. Also, wenn du dich langsam bewegst, wenn du da irgendwas so in der Landschaft oder sowas zeigen willst mit der Hand so oder dich langsam bewegst, dann ja, ist okay. Aber wenn du jetzt sagst, das soll schneller sein, das soll das Gesicht besser erkennen, schnell funktionieren. Nee, da ist die Technik einfach noch nicht so gut, muss ich sagen. Und das als Laie, das als Anfänger. Die haben mich beide ziemlich enttäuscht. Ich habe beide wieder zurückgeschickt. Die waren Flop. So, welche Kamera haben wir gerade, mit der ich mehr als zufrieden bin? Ich habe euch ja die Geschichte erzählt. Es gibt doch diese Angebote, die einmal am Tag reinkommen und sagten, irgendwelche Anbieter so eine Werbungsaktion haben. Wenn du genau an dem Moment bestellst die Kamera, dann hast du die manchmal zum halben Preis. Wir haben die Canon EOS R8. Ich muss sagen, ich liebe diese Kamera. Man sieht auch die Qualitätsunterschiede. Und wir haben das Ding noch nicht mal, ich glaube, wir haben das noch nicht mal 20% ausgeschöpft. Ja, die Canon EOS R8, die war einen Tag gewesen im Angebot für 1050. Was hat die normal gekostet? 1850. Achtet darauf, egal was ihr haben wollt, wann es welches Angebot gibt. Manchmal, wenn du an dem Tag nicht bestellt hast, am nächsten Tag habe ich zum Beispiel, wo ich das Angebot verpasst habe, gesehen, hey, das war wieder voller Preis. Und ich denke mir so, scheiße, das sind ja mal 800 Euro mehr. Gott sei Dank haben wir eine Zeit lang das verfolgt und haben dann tatsächlich wieder so ein Angebot erwischt, wo es wieder wie viel haben wir gekauft? 1000 oder 1050? Ich weiß gar nicht mehr, so um den Dreh. Also 850 Euro günstiger. Ich liebe die Kamera, wegen der Videofunktion wurde sie auch von wie viele Wochen habe ich mir Kameras angeguckt? 2, 3 Wochen, Alter. Ich habe mir den Scheiß reingezogen und irgendwann bist du blöd davon. Vor allem, du verstehst ja gar nicht als Laie, was damit wirklich alles gemeint ist. Du kannst dir so ein paar Grundeigenschaften holen, aber du kommst irgendwann nicht mehr mit, weil das einfach, die Geräte kosten ja nicht umsonst so viel Kohle. Ne? Und was die vor allem drauf haben, wenn so richtig Profis da dran sind, was die alles damit machen können. Deswegen, ich bin froh, dass ich einen Techniker habe, der mir da zur Seite steht. Die Canon EOS R8 5 von 5. Holt euch die Kamera, wenn ihr Videos damit machen wollt. Ich weiß gar nicht, ob es eine weiterführende, neuere Version gibt, die jetzt so gut sein soll, auch für Anfänger, weiß ich nicht. Ich bin da nicht up to date, als ich die geholt habe. War das Thema für mich ehrlich, ich wollte nichts mehr von Influencern wissen, die Kameras vorstellen. Vor allem immer Canon oder Sony. Und dann kam mir eine Zeit lang, wie heißt diese Marke da in Wetzlar? Lumix? Nee, nicht Lumix. Wie heißt die? Leica. Und dann denkst du dir so, ja, wie gesagt, ich würde sagen, hier machen wir bei Canon Stopp. EOS R8, die beste Kamera, ich kann sie nur weiterempfehlen. Aber auch die muss jemand dran sein, der Ahnung davon hat. Das ist einfach zu schwer. Das ist einfach nicht alles zu automatisch, wie man sich das vorstellt. Es gibt die Automatikfunktion, ne? Aber mit dem Laptop wieder verbunden und so weiter. Ist sehr schwer. Es ist nicht so leicht. Wie gesagt, diese ganzen Geräte müsstet ihr wirklich einen Kurs machen, jeden Tag so ein paar Stunden, um überhaupt irgendwann diese Geräte ansatzweise bedienen zu können. Kommen wir mal zu einem Neueinsteiger. Der GoPro Hero 13 hatten wir gehabt. Was kann ich zu der Kamera sagen? Ich würde sagen, DJI ist besser, glaube ich. Was haben die? Osmo haben die von DJI. Ich bin auf der DJI-Seite und der Insta-Seite. GoPro ist für mich nicht mehr relevant. Ich habe die gehabt. Hat sich für mich auch nicht so schlecht angefühlt. War eine tolle Kamera. Ich habe aber immer das Problem gehabt mit der Halterung. Ihr wisst, ich habe eine Harley Davidson. Das Ding geht mir, also die Front geht mir bis hier oben hin, weil ich habe so eine Frontschütze.
Und da war das immer blöd, ne? Wenn ich die am Helm gehabt habe. Und ich habe ja, also auf der Harley ist es sowieso blöd, wenn du so einen vollen Helm hast, wenn du in der Stadt rumfährst. Ne? Wir haben das Thema Sicherheit schon mal gequatscht. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber hier geht es jetzt nur um die Videofunktion und das Bild, was man bekommt. Bei mir ist es blöd, wenn ich das am Kinn habe. Was habe ich gesagt? Kind? Wenn ich die am Kinn habe, seht ihr gar nichts, weil ihr könnt dann sehen, wie schnell ich fahre und das wollen wir ja nicht, ne? Ob 30er, 50er Zonen eingehalten werden oder nicht. Spaß beiseite. Da haben sich auch keine wirklich guten Alternativen geboten, sie bei meinem Motorrad zu befestigen. Bei anderen Motorrädern habe ich gesehen, es gibt richtig da bessere Funktionen. Aber für mich ist das Thema GoPro erledigt, weil DJI, die mit den neuen kleinen Dingern, die du dir an die Kappe machen kannst, die du dir an den Kragen machen kannst oder hier reinstecken kannst, so ein kleines Ding, die sind einfach zu gut. Ich weiß nicht, was vielleicht GoPro in der Zukunft noch rausbringen könnte, aber ich glaube, DJI setzt sich da im Rennen durch. Glaube ich. Oder mal sehen, was die Zukunft bringt. Wissen wir nicht. Weil wir gerade bei dem Motorrad sind, holt euch nicht irgendwelche Billigplastikhalterungen. Guck mal, Freunde, ich fahre eine Harley Davidson und fahre so entspannte Touren. Für Leute, die im Gelände fahren mit jetzt Motocross-Maschinen oder mit diesen schnellen Kawasaki, Suzukis und Hondas und so weiter, holt euch oder auch BMX-Fahrer und so weiter, gell? So, die im Gelände da fahren, haben ja auch ganz viele am Fahrrad oder am Helm. Holt euch das Originalset von Insta3 160. Das ist aus echtem Stahl. Das ist robust. Das kannst du wirklich festziehen. Das hält auch wirklich. Das kriegst du nicht ab, wenn du das festziehst. Statt irgendwelche billigen Plastiksachen. Ich glaube aber nur die Halterung hat mich alleine 60, 70 Euro gekostet. Nur dieses Ding da, was du da am Lenker festmachst. Ne? Und ich kann jedem nur empfehlen, das Originalzubehör zu holen für das jeweilige Produkt. Alles andere, dieses Billigzeug, lasst die Finger davon. Das ist scheiße, das passt auch manchmal nicht. Und ich habe zum Beispiel hier bei der Insta360 habe ich mal so eine Schutzhülle geholt gehabt. Die war aus Plastik. Die habe ich ja kaputt gerissen. Die ist auf einem Video noch drauf, weil das flatterte die ganze Zeit und das machte den Ton kaputt. Und ich denke mir immer so, warum flattert das, ne? Ich gebe Gas und dann kommt so immer so. Ich denke so, kommt das irgendwo vom Lenker oder sind das von der Halterung diese kleinen Löcher oder so? Die gab es ja aber vorher nicht. Nein, die waren immer von dieser Gummihülle. Du hast sie mir doch selber sogar noch dran gemacht. Die habe ich dann beim Ahrtalsee abgerissen und weggeschmissen. 20 Euro Müll, ja, scheiße, ne? Holt euch nur das Originalzubehör, weil wirklich das sich auch einfach lohnt. Ich kann es nur so empfehlen. Ich habe jetzt und ehrlich gesagt, ich bestelle auch immer nur von wie heißt das? Amazon. Also dieses ganze Temo-Zeug. Es gibt auch Leute, die sind total begeistert. Zum Beispiel meine Frau ist von Temo total begeistert. Hält von Amazon nicht viel. Ist eine Geschmackssache. Ich finde, die originalen Sachen haben schon einen Grund, warum sie teuer sind. Die Qualität, das Produkt und so weiter ist einfach besser, es ist einfach robuster, es ist stabiler. Dafür ist es ja auch teurer. Klar haben die auch ihre Marketingkosten und so weiter. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Meine Empfehlung, holt euch, wenn ihr Motorrad fährt oder meinetwegen jetzt auch die Fahrradfahrer, holt euch das Originalzubehör von dem jeweiligen Produkt. In meinem Fall ist es die Insta360, das Zubehör. Ich kann das nur weiterempfehlen. So, sehr gut. Dann haben wir das auch durch schon mal. Was noch? Ich habe viele Videos gemacht mit dem Apple iPhone 16 Pro Max oder Max, ne? Aber Max hört sich nochmal so ein bisschen so cool an, weißt du? So. Also das iPhone 16 Pro Max für Videoaufnahmen in Kombination mit dem DJI Mic 3 oder Mic Mini 3. Super. Tolle Qualität. Es für draußen spontan. Ihr seht ja, ich mache ja oft Videos draußen. Vor allem da bei mit dem Hintergrund von Wilhelm Röttgen.
Ich kann für mich nur iPhone weiterempfehlen, was auch so Videos angeht, was auch das Hochladen angeht. Kann sein, dass das ein oder andere Handy noch ein bisschen besser ist oder noch das oder das und das drauf hat. Meine Empfehlung, wenn jemand mich fragen würde, welche Kamera oder welches Handy würdest du mir empfehlen? Ich würde sagen, das iPhone 16 Pro Max. Aktuell ist ja das 17 ja draußen, aber Gott sei Dank in 2 Monaten kommt endlich das 18, worauf ich mich freue, weil es wird immer der Moment kommen, sich zu verabschieden von der Insta, von dem Smartphone 16 Pro Max, von der Harley-Davidson vermutlich vielleicht demnächst. Ja, alles Schöne hat auch ein Ende. Leider, so ist es im Leben, aber dafür kommt auch das Neue. Jeder Frühling kommt wieder, Freunde, sagt man so schön bei uns. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ein paar Influencer, die mit diesen technischen Geräten sie präsentieren. Haltet es so kurz und einfach wie möglich, weil die meisten Leute, die ich gesehen habe, die was damit zu tun haben, sind Laien, die haben das nicht so drauf. Pavel, du machst das am allergeilsten, finde ich. Freunde, viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Ari7373. Bleibt stabil, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.